Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Talk zur deutschen Nationalmannschaft. Ja, Leute, WM ist ja gelaufen für uns. Haben wir gestern ja mal ein bisschen nach dem Spiel direkt in Halbmüdigkeit ein bisschen drauf eingegangen. Ich werde jetzt noch mal so ein kleines Fazit für mich persönlich ziehen zur deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM und generell mal aus meiner Sicht so die Entwicklung der letzten Jahre der Nationalmannschaft, auch wenn ich das natürlich nicht so super eng mehr verfolgt habe seit der Katar-Geschichte. Ähm, Das muss jeder für sich wissen, wa? Mich hat die Nationalmannschaft einfach auch nicht mehr fußballerisch abgeholt, ja, nicht mehr vom Typ her und von der Klarheit, ja. Da hat die Katar-WM bei mir doch schon einiges an Spuren hinterlassen. Wenn ich da so rückgratlose Multimillionäre sehe, die Zähne nicht auseinanderkriegen und nicht zu gewissen, was heißt gewissen, einfach zu Menschenrechten stehen können, dann ist das schwierig für mich gewesen und von daher habe ich die Nationalmannschaft gemieden. Mit Nagelsmann dann hatte man noch mal so ein klein wenig Hoffnung, zumindest ich, dass man mal wieder besseren oder schöneren Fußball sieht. Ja, das war ja dann auch nur ein kleines Strohfeuer. Wo Nagelsmann angefangen hat, hatte ich das ein oder andere Spiel gesehen von der deutschen Nationalmannschaft. Weiß ich nicht, ja. Hat mich auch wieder nicht abgeholt. Auch die Leute, die da immer noch rumgelaufen sind und ich glaube, um jetzt mal den Rückschluss auf jetzt zu ziehen, ja, es wird hell. Ich wollte mir mal ganz kurz eigentlich die Spiele aufmachen. Komm, ich gehe einfach mal auf dfb.de. Ja, damit sind wir im Hier und Jetzt angekommen. Du hast halt dasselbe Problem, wie immer. Du hast dieselben Kapsköpfe da rumlaufen. Du hast Manuel Neuer zurückgeholt. Weil, wissen wir alle nicht, oder? Weil Kimmich gedacht hat: „Oh, scheiße, ich bin hier der Kapitän, ich soll diese Mannschaft oder diesen Kader alleine in eine WM führen. Ich traue mir das nicht zu.“ Maybe, vielleicht ist das der Grund. Ich habe keine Ahnung, ja, was da die Intention von Joshua Kimmich war, da Manuel Neuer zurückzuholen. Ähm, Das ist 'n Riesenproblem, ja. Wir haben halt keinerlei Veränderung. Du hast immer die gleichen Führungsspieler da drin. Es kann sich keine neue Führungsstruktur überhaupt bilden, ja, weil du halt nicht da so diesen außergewöhnlichen Typen hast, wie jetzt beim FC Bayern so 'n Harry Kane oder so was, ja, der sich auch gegen vorhandene Strukturen durchsetzen kann, führungsspielertechnisch. Du hast halt nicht diese Führungsspieler in der deutschen Nationalmannschaft, ja. Ich würde es 'n Jonathan Tah vielleicht noch zutrauen, ähm, aber ansonsten ist das da grade dünn besetzt, was Führungsspieler angeht, ja. Aber wie auch, wenn immer die gleichen alten Gesichter da sind. Ja, versteht mich nicht falsch. Wenn der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Leistung bringen würde, dann wäre das alles fein. Ich habe bei dieser WM von Joshua Kimmich nicht ein gutes Spiel gesehen. Ja, neben Curaçao, ja, das war vielleicht das einzig gute Spiel der deutschen Nationalmannschaft, also gegen drittklassigen Gegner. Elfenbeinküste war schon kritisch, ja, Ecuador und dann Paraguay. Also, ähm, die Nation, die ich jetzt genannt habe, ist jetzt auch nicht das Who des Weltfußballs, ja? Also, Elfenbeinküste ist gegen Norwegen gerade ausgeschieden, also, ähm, weiß ich jetzt nicht. Und wenn man da mal gesehen hat, wie 'n Diomande, gar keinen Stich gesehen hat und dann guckt euch mal an, wie der den Kimmich zerlegt hat, das sagt eigentlich schon alles, ja? Ähm, das Fazit ich das beste Fazit, was man ziehen kann zur deutschen also, für mich persönlich zur deutschen Nationalmannschaft ist, eigentlich habe ich nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht, ja? Weil wenn wir mal ehrlich sind, wenn man sich den Kader mal anguckt von der ersten Elf zumindestens, das ist ja schon 'n Kader, wo du sagst: „Ja, du musst auf jeden Fall so in den Top 10 der Welt vertreten sein“, ne? Mit 'n bisschen Glück und 'ner guten Tagesform geht auch mal 'n bisschen mehr. Aber das ist ja gar nix. Du bist gegen
Platz 43 der Weltrangliste ausgeschieden. Ja, und nochmal Ecuador, ich weiß nicht, welchen Rang die haben, wahrscheinlich auch so um den Dreh. Elfenbeinküste wird wahrscheinlich ein bisschen höher sein. Das können aber eigentlich dürfen das alles keine Maßstäbe für eine deutsche Nationalmannschaft sein. Ja. Und ich habe keinerlei Entwicklung gesehen. So, null. Ja. So ganz am Anfang, wo man sich die Nationalmannschaft reingezogen hat unter Nagelsmann, war es ja wenigstens noch so, oh ja, komm, wir spielen jetzt mal Pressing. Ich habe vom Pressing gar nichts gesehen. Null. Nothing. Absolut nichts. Ich habe nur maßlos überforderte Spieler gesehen. Ja. Ähm, Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Ja. Wir könnten jetzt mal die Spieler durchgehen, wir könnten den Trainer durchgehen. Das schenke ich mir alles. Das macht keinen Sinn. Ja. Wenn ich das alles benoten müsste, dann kannst du, mal abgesehen von Brown, der super gut war, super auffällig war, Jonathan Tah, der souverän war, der gut gespielt hat, kannst du vielleicht noch einen Zacken besser einen Florian Wirtz erwähnen, der aber auch weit unter seiner Form agiert hat. Kannst du noch einen Dennis Undaff erwähnen, mal abgesehen vom letzten Spiel. Dann wird's schon eng. Ja, alles andere kannst du 4, 5. Ja. Ja, 'n Metscher, der die ersten beiden Spiele gut war, stark war, ähm, wo der Gegner dann mal ein bisschen robuster war, hast du von dem auch nichts mehr gesehen. Also, ich wüsste keinen jetzt, ja. Kai Havertz, keine Ahnung, den kann ich nicht wirklich fair beurteilen. Also, ich kann mit diesem Spieler einfach null anfangen, habe ich schon mal gesagt. Ich weiß nicht, was der darstellen soll, ob das 'n Mittelfeldspieler ist, ob das ein Neuner sein soll. Ich kann mit dem auch die Art, wie der Fußball spielt, ich kann mit dem nichts anfangen. Konnte ich noch nie. Ich habe nie diesen Hype um diesen Spieler verstanden, verstehe ich bis heute nicht. Deswegen weiß ich nicht. Das lasse ich mal dahingestellt, ja, aber ja, w wie gesagt, der einzige wirkliche, richtige Lichtblick war für mich Brown, ja. So, und 'n Undav, der wollte, der Bock hat, ja. Klar, die Einwechselspieler, wenn sie dann mal kamen, ja, mit Namiri und so weiter, da hast du halt gemerkt, jo, die sind heiß, die sind hungrig, die haben Bock, die wollen, ja. Und das ist ein großes Problem. Du hast halt viele Spieler da in dieser Mannschaft rumdümpeln, die halt schon alles gewonnen haben. So, ob die da jetzt noch mal Weltmeister werden oder halt nicht, ist, glaube ich, nicht mehr so der große Antrieb, vor allen Dingen, wenn man das dann gesehen hat, ja. Dann hast du einen Kapitän da rumdümpeln, womit wir wieder beim Kimmich angekommen sind. Der mag ja außerhalb des Platzes vielleicht ein guter Kapitän sein, ja, das kann ich nicht beurteilen, aber auf dem Platz ist der alles, aber kein Kapitän. So gar nicht. Ja. Das ist er nicht beim FC Bayern. Führe ich ey, man kann über Tuchel, sagen, was man will, ja, aber Tuchel war der einzige Trainer, der die Eier hatte und zu sagen, ja, 'n Leon Goretzka und 'n Joshua Kimmich sind für mich keine Führungsspieler und genau das sind sie nicht. Das sind sie vielleicht außerhalb des Platzes, das macht Kimmich ja auch immer nach dem Spiel, kann er die Fresse aufreißen, und auf dem Feld versteckt er sich. Du siehst nichts von dem. Du siehst nur was von Kimmich, wenn's gut läuft. Wenn's wirklich mal schlecht läuft oder 'ne schwierige Phase ist, siehst du nichts von Kimmich. Nichts. Null. Nothing. Ja? Ob das bei der Nationalmannschaft ist oder ob das beim FC Bayern ist. Du siehst einfach nichts von dem. Und weiß ich nicht. Also, ich denke, unsere Kapitäne der Nationalmannschaft haben schon irgendwie 'ne Tradition und die kann Kimmich nicht ausfüllen, meiner Meinung nach, ja. Für mich gehört der eh nicht mehr in die Nationalmannschaft. Aber wenn Kimmich schlau ist, sage ich euch, wie's ist, wenn Kimmich schlau ist, tritt er zurück. Ja, ist der beste Move, den er machen kann. Also, ich weiß nicht, was der in der Nationalmannschaft will. Ich weiß aber auch nicht, was er beim FC Bayern will. Da ist einer der überschätztesten Spieler. Ist genauso wie so 'n Leroy Sané, wobei man sagen muss, dass der ja gestern noch, zu den Besseren gehört hat. Ja, wir müssen davon wegkommen, ne? Also, Fazit, bleiben wir erst mal beim Fazit vielleicht zu dieser Weltmeisterschaft. Ja, ich habe es grade schon gesagt, nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Einfach die Art und Weise, ja, weil du bei keinem Spieler oder bei ganz, ganz wenigen, habe ich grade schon aufgezählt, nicht das Gefühl hattest, ob's gegen Ecuador war, so: „Ey, komm, wir stemmen uns gegen 'ne Niederlage, das ist 'ne Weltmeisterschaft, wir vertreten hier unser Land.“ Ähm, 'N Brennen in den Augen, Feuer aufm Feld, nichts. Ja, gegen Paraguay auch nichts. Keiner, der sich dagegen gestemmt hat. Ja, beim Elfmeterschießen, ja, wow, da haben sie sich mal abgefeiert, stehend an der Mittellinie. Ähm
Nichts. Nichts. Ja. Kein, weiß nicht, wie man das nennen soll. Kein Nationalstolz ist immer so negativ behaftet und das verkehrte Wort halt. Einfach kein Einsatzwille. Nicht bis zum Letzten gehen. Stolz sein, dass man überhaupt bei einer WM dabei ist und das zu schätzen wissen und alles zu geben. Ja, wie viele, viele andere Nationen das getan haben. Das Gefühl hast du bei uns nicht gehabt. Ja. Sowohl von Trainerseite wie von Spielerseite. Ich habe es schon gesagt, von Führungsspielerseite braucht man gar nicht erst anfangen. Ähm, ja, und dann reicht das einfach nicht für mehr. Ja. Und nochmal, mein Take von gestern, den wiederhole ich gerne nochmal. Ey, seid froh, dass man gegen Paraguay so ausgeschieden ist. Das kann man alles noch ein bisschen schönreden, ne, mit dieser Schiedsrichterentscheidung und dass es nicht irgendwie gegen Frankreich mit einem 5-6-1 dann nach Hause gegangen wäre. Aber die Franzosen hätten Kimmich zerlegt. Kimmich als Außenverteidiger, die hätten den zerlegt. Komplett. Ja. Also jeder, der das anders sieht, weiß ich nicht. Der lebt auf einem anderen Stern, was Fußball angeht, Alter. Ja. Also von daher kann Kimmich da ein bisschen froh sein, genauso wie so ein Rüdiger, auch und ich fange gar nicht erst von unserem zentralen Mittelfeld an, Alter. Ja, was einfach eine Vollkatastrophe war bei dieser WM. Ja, ähm, ja, ich habe es schon gesagt, Metscher, die ersten beiden Spiele ganz gut, aber auch da war er nicht der Spieler, der in irgendwelchen Positionen war, wo er sein muss als zentraler Mittelfeldspieler. Ja. Ähm, Von Pavlo fange ich gar nicht erst an. Ne? Also Pavlo hat die schlechte Form zum Ende hin der Saison komplett mit in die Nationalmannschaft genommen und ja, keine Ahnung. Pavlo darf man auch nicht das Alter nicht vergessen, die Erfahrung, die er noch nicht so hat. Ja, denn da müssen andere Spieler in die Bresche springen und müssen dann den Pavlo entweder stützen oder du musst halt als Coach einen anderen Spieler dahinstellen. Ja. Aber du hast natürlich den formstärkeren Tom Bischof gar nicht erst mitgenommen. Warum auch immer, keine Ahnung. Ja. Du bist ja wieder in die alte Schiene gefallen und hast dann Leon Goretzka mitgenommen und hast ja gesehen, was so ein Leon Goretzka gebracht hat nach einer Einwechslung in so einem Spiel. Ja, gar nichts. Mal ganz zu schweigen, dass er dann, wo es darum ging, mal einen Elfmeter zu schießen, sich weggeduckt hat. Also, ja, sorry. Ja, das sagt dann auch schon viel aus. Und ja, dann ist es so, wie es ist. Ne? Dann erlebt man so eine WM und dann kann man jetzt wieder schreiben, Debakel und was weiß ich, überrascht oder sonst was. Für mich persönlich war das nicht überraschend, diese Leistung. Ja, wenn man sich die Zusammenstellung dieser Mannschaft anschaut, wenn man gesehen hat, jetzt mal gerade auf die Bayern-Spieler gesehen, welche Form diese Spieler haben, beziehungsweise nicht haben, war das klar, ja, wie das läuft. Ja, wie gesagt, die Phase hat schon mit Manuel Neuer angefangen. Also sich diese Baustelle aufzumachen, ist eine absolute Vollkatastrophe. Du nimmst den Torwart raus, der dich überhaupt durch die Qualifikation getragen hat zu dieser WM hin und stellst dann abgehalfterten Manuel Neuer da rein. Ja, abgehalftert sage ich so und das sage ich so, weil ich so meine. Ja, jeder, der die Bayern-Saison gesehen hat, ja, hat ein paar gute, lichte Momente gehabt, wo er 3, 4 gute Wochen hatte, hat aber genauso viel schlechte Wochen gehabt. Ja. Und immer, wenn er alle 3 Tage spielen musste, war es eine Farce. Ja, und das hat auch diese WM gezeigt. Und natürlich ist er immer noch genauso uneinsichtig wie beim FC Bayern. Ne? Also wenn du als Torwart da so stehst und so machst und denkst, oh ja, ich warte jetzt mal, dass der Ball in meinem Arm kommt und nicht aktiv wirst im eigenen 5-Meter-Raum, dem Ball mal entgegengehst, ja, dann ist das natürlich nicht deine Schuld. Ne? Dass dann da noch ein Spieler dazwischen geht. Ist nicht deine Schuld dann als Torwart. Hast alles richtig gemacht. Ja, ne? Und da musst du dich halt nicht wundern. Ja? Dass Manuel Neuer kein Elfmeterkiller ist, wissen wir alle. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Anderes Thema. Hätte man vielleicht auch nochmal reagieren können. Ich weiß nicht, inwieweit ein Baumann das ist. Oder sogar ein Nübel, I don't know. Ja, aber da hätte man, ich weiß gar nicht, hatten wir noch einen Wechsel, dann hätte man da vielleicht auch mal einen Wechsel ziehen können. Aber kannst natürlich auch nicht machen. Du kannst ja nicht dann den großen Messias Manuel Neuer beim Elfmeterschießen auswechseln, wenn du gegen alle Widerstände ihn überhaupt erstmal in diese Mannschaft gebracht hast. Ja. Aus welchem Grund auch immer. Wahrscheinlich, weil Josua Kimmich gesagt hat, wenn du den Manu jetzt nicht mitnimmst, ne, dann komme ich auch nicht. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Ja. Und da sind wir auch schon beim großen Thema. Julian Nagelsmann. Der Mann ist
Hat die gleichen Probleme bei der Nationalmannschaft, wie er sie beim FC Bayern hatte. Er kommt einfach mit Führungsspielern nicht klar. Punkt. Ja, das beschreibt es am besten. Er lässt sich von Führungsspielern zu viel sagen, auf der Nase rumtanzen, macht zu viel nach deren Sinnen, ja, anstatt zu sagen: „Das ist hier mein Ding, ich will das so und so haben und so ziehe ich das durch.“ Nein, er richtet immer alles nach so einer Handvoll voll Spielern aus, den er dann tief in den Arsch kriegt. Ähm, Das hat ihm beim FC Bayern das Genick gebrochen und das wird ihm das Genick bei der Nationalmannschaft brechen. Ja, ganz einfach. Also, auch wenn er sich jetzt da hinstellt und erzählt, „Ja, ich bleibe natürlich hier, ich stelle mich meiner Verantwortung.“ Ja, na klar. Also, wenn er soll er jetzt sagen: „Ich drehe zurück, ich verzichte auf 14 Millionen, die mir als Gehalt noch zustehen?“ Ja, natürlich nicht, ja. Kann der DFB noch mal schön tief die Taschen aufmachen, um Nagelsmann dann loszuwerden, ja. So, darauf wird's hinauslaufen. Du kannst jetzt nicht sagen: „Ja, wir machen jetzt so weiter.“ Auf was? Auf welcher Grundlage? Ja, ich meine, wärst du jetzt unglücklich ausgeschieden gegen Paraguay, hättest davor, 3 Spiele maßlos überzeugt, hast du ja halt nicht, ja? Das war ja fußballerisch gar nichts und du hast ja auch keinerlei zweite Idee gehabt. So, ich habe es schon, gestern im Paraguay-Spiel gesagt: „Wir haben keinen Plan B. Null. What? Habt ihr mal einen Seitenwechsel gesehen von der linken und rechten Seite? Oder mal von dem Zehner und 'ner Außenposition, mal irgendwie ein bisschen Variabilität? Gar nichts. Jeder in seiner Rolle, stumpf in dieser Rolle geblieben. Ähm, Zweikampfverhalten teilweise Katastrophe, ja. Einstellung, dass jeder für den anderen läuft, habe ich auch nicht so wahrgenommen. Also, ganz, ganz schwierig, ja. Jetzt zu sagen: „Ach ja, der Nagelsmann macht das schon“, kannst du dir nicht erlauben als Deutschland. So. Es gibt keine Alternative zu 'ner Nagelsmann-Entlassung. Ist meine Meinung, ja. Und, noch dass Nagelsmann sich da nicht hinstellt und das sagt, ist klar. Er weiß das selber. Punkt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob er wirklich Bock hat, das noch zu machen. Er wirkte ja teilweise auch sehr dünnhäutig, ne? Du bist halt immer in der Kritik als Nationaltrainer, ne? Du hast, Abermillionen andere Bundestrainer, so wie mich hier, so 'n Couch Potato, der alles besser weiß, der klugscheißen kann im Nachhinein. Ähm, Damit musst du leben. Ja, dafür bekommst du aber auch genug Schmerzensgeld, sagen wir, wie es ist. Und ich glaube, das ist auch nicht so Nagelsmann seins, ja. Und da muss jetzt endlich ein Trainer her, ja, der da einfach mal einen rigorosen Schnitt macht. Ja, das verpassen wir immer wieder. Das haben wir beim FC Bayern über Jahre verpasst. Das haben wir in der Nationalmannschaft über Jahre verpasst. Man nimmt immer hin, dass Spieler sich verabschieden, dass Spieler gehen und dann holt man die wieder zurück und lässt ein Hintertürchen auf und bla und Sülz. Ey, so 'n Leroy Sané spielt in der türkischen Liga und ist Ersatzspieler, Alter. Ja, was sucht der bei 'ner WM? Ja, obwohl es hat jetzt nicht an Libo gescheitert, aber was sucht er da? Leon Goretzka, der Ersatzspieler beim FC Bayern München ist, ja? Was sucht er da? Manuel Neuer, der am Ende seines Zenites ist und jetzt zurückgetreten ist und dann für, was, 4 Spiele zurückgeholt wurde und wieder zurückgetreten ist. Was soll das? Wie kommt man auf so eine Idee? Da kannst du ja jetzt ja besser sagen können: „Komm, Jonas Obi, stell dich ins Tor.“ What the fuck? Ja? Wenn ich dem Baumann nicht vertraue und den komischen Kapskop aus Stuttgart nicht vertraue, dann hätte ich gesagt: „Ja, hier, Jonas Obich hat beim FC Bayern gezeigt, immer wenn er gespielt hat, was er leisten kann“, ne? Allein fußballerisch, allein was er an Chancen einleitet. Ähm, ja, dann hättest du die Eier haben müssen und die Karte ziehen müssen und nicht: „Oh ja, der darf hier mitfahren, darf mal ein bisschen zugucken.“ What the fuck, Alter? Ja, wenn ich dann höre, dass die Familien rund um die Uhr da bei den Spieler rumdümpeln und alles, ja, wie soll das auch funktionieren, Leute? Ja, also, weiß ich nicht, ja. Ähm, Das ist mein Fazit, ja. Enttäuscht bin ich nicht wirklich. Äh, Wie gesagt, spätestens im Achtelfinale wäre Schluss gewesen. Man muss ja
froh sein, dass die Nationalmannschaft nach anfänglichen Schwierigkeiten so ins erste Spiel gekommen ist. Dadurch war man safe weiter. Selbst als Dritter wärst du dann weitergekommen, mal mit dem Torverhältnis. Alles danach war, ey, uns wurden unsere Grenzen aufgezeigt. Das muss man mal so klipp und klar sagen, ja. Ähm, Es war keine Mannschaft auf dem Feld. Und das ist, ja, Trainerschuld, definitiv. Es ging aber auch nie nach Leistung. Ja, Undorf hat man schlecht geredet, da musste man sich entschuldigen, weil die Frau gesagt hat: „Ey, entschuldige dich mal bei ihm.“ dann ist er der Spieler, der die Tore dabei steuert, darf dann trotzdem nicht in der Startelf stehen. Dann darf er in der Startelf endlich stehen. Dann kann er natürlich seine Chance nicht nutzen, weil die ganze Mannschaft katastrophal war. Ich weiß aber auch nicht, ob Undorf auch wirklich die richtige Position gespielt hat und so weiter und so fort, ja. Man könnte, wenn man ein bisschen tiefer, glaube ich, so in der Nationalmannschaft drin ist, was ich jetzt nicht so bin, könntest du das, glaube ich, bis aufs Kleinste zensieren und, oder zäsieren und, du könntest so viele Punkte machen, ja? So viele Punkte machen. Ich habe jetzt nur mal so ein paar Hauptpunkte genommen. Du könntest in so viele kleine Details reingehen, was da alles komplett falsch läuft, ja? Und ja, es gibt keinen Weg, dass ein Julian Nagelsmann weiter Bundestrainer ist. Dann kannst du dann kannst du die Mannschaft gleich abmelden, Alter. Ja, das ist mein Take. Und, ähm, ja, wie gesagt, bleiben wir vielleicht mal bei den Lichtblicken zum Ende hin. Ja, Brown auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, Jonathan Tah war sehr stabil. Ähm, ja, dann hört schon fast auf, Alter. Ja. Wie gesagt, so 'n Metscher, die ersten beiden Spiele saugut, die letzten beiden Spiele katastrophal abgebaut. So 'n Wirtz so 'n klein bisschen angedeutet, was er kann, ähm, mit ganz, ganz viel Luft nach oben. Ja, und das war's. Ja, ich weiß nicht, so ja, so 'n Dennis Undaff kannst du noch nennen, ne? Klar, du kannst so 'n Amiri nennen, wenn er denn mal reinkam für 10, 15 Minuten. Ähm, ey, ich würde sogar noch 'n Schlotterbeck nennen, ne? Auch wenn ich den vom Typen her nicht mag, aber der hat auf jeden Fall auch seinen Anteil gehabt, ja. Und das war's. Das ist was positiv ist. Alles andere war negativ. Und dann war es kannst du das noch abstufen in Note 4, 5 und 6. Ja, Punkt. Gut, ich weiß ein bisschen wir dieses Video, aber ich musste einfach mal meine Gedanken mit euch teilen und, den Bums zur deutschen Nationalmannschaft noch mal rund machen zur Fußball-WM, wenn die WM ganz vorbei ist. Werde ich noch mal 'n kleines Fazit ziehen. So, ich gucke auf jeden Fall die K.O.-Spiele, so ziemlich alle, wenn es nicht gerade um 3 Uhr nachts ist. Und ja, dann wird es so 'n kleines Fazit meinerseits noch mal zur WM geben. Aber aus deutscher Sicht ist der Bums dann, was die WM angeht, mit diesem Video hier auf dem Kanal durch. In diesem Sinne, Leute, nehmt's nicht so schwer, ja? Ähm, und bald geht's mit dem FC Bayern hier wieder weiter. Dann wird's 'n bisschen erfolgreicher, denke ich. In diesem Sinne, schwarz-rot goldene Grüße mal an dieser Stelle. Tschüssi.